Bonjour, die Damen und die Herren. Das Vorausalten ist ganz viel zu Lützeburg und heute zu Bresel geschieht, was Eiserbechtei an der Europäischen Union direkt betrifft, aber ich will so ein bisschen wild erzählen, für das ich ein Bild von der Arbeit machen, mit der wir konfrontiert sind. Das ist so, dass ich de Montag Entrevuen hat mit der ABBL und auch mit der Lützeburger Versicherungsgesellschaften, weil ich ja Member vom Econ-Komitee bin, also von dem Komitee heute zu Bresel, den sich um den Finanzplatz soll kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Dialog und ich bin enorm froh, wenn den zwischen den Instanzen zu Lützeburg und uns heute zu Bresel gut funktioniert. Ein anderes Beispiel ist die Gespräche, die wir gestern hatten, über den Transfer von Sozialleistungen von Lützeburg an die Nordostregionen. Auch das ist ein ganz wichtiges Dossier. Daneben gibt es ganz viele Sachen heute zu Bresel, die weisen, wie die Europäische Union sich entwickelt. Und das ist etwas, was uns ganz viel Sorge macht als ADR. Ich gebe euch zwei Beispiele. Den Dienstag Abend hatte ich die Gelegenheit, für beim Hearing von der Madame Virkkunen dabei zu sein. Das ist die neue Kommissarin für Demokratie, wie sie hier genannt wird. Und die sich über den sogenannten Digital Services Act kann Zensur Internet ausüben. Das mit verschiedenen Argumenten, oder soll ich so vier werden, wird das gemerkt, der Kampf gegen Hate Speech, gegen Hassrede, gegen Missinformation, was da doch immer ist, gegen Desinformation, an andere Begriffe, die dann do bemüht gehen, wird zu rechtfertigen, dass das Internet zensuriert soll gehen, und zwar von der Europäischen Union, die sich, so wie ich das durchgefragt habe, sich immer mehr konsideriert als so Genre Minister von der Wohlrecht. Die Europäische Union weiß wahrscheinlich allein und am besten, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und dadurch hat sie dann das Recht anzugreifen und das Internet zu zensurieren. So gut, hat Madame Virkkunen gesagt, für legal Kontinuen, die dann an Zusammenarbeit mit den Plattformen, die die sozialen Netze anbieten sollen, vom Internet raufgeholt gehen. Das sind natürlich Entwicklungen, die uns extrem viel Sorge machen. Wir als ADR stehen für Meinungsfreiheit, weil wenn wir das nicht machen, dann ist als Freiheit geschwind nicht mehr ganz viel wert. Das schuld, dass die anderen Parteien, wenigstens zu Lützeburg, die anderen Parteien alle gut ein bisschen Kommission unterstützen, auf dem Weg an dummer dazu beitragen, dass als Freiheiten eingeschränkt gehen. Ein anderes Beispiel ist auch ganz interessant, weil ich weiß, dass die Europäische Union sich Lernleit entwickelt. Sie sieht, sie wäre Rechte, sie sieht, sie gegen Gesetze respektieren. Aber sich will die Europäische Union sich immer mehr entwickeln, ohne die Leute zu fragen. Sie hat Angst für nationale Parlamente, für Treatyänderungen, Angst für Referenden, die könnten negativ für sie ausgehen, und dafür wird sich immer mehr verändert, ohne die Leute zu fragen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Europäische Verteidigung, Kommissär für Défense, für Verteidigungspolitik, schon das nicht an den Treaty steht, aber natürlich eine ganze Reihe Implikationen kann haben für die Europäische Union, aber schlussendlich für alle europäischen Bürger, die noch einmal wirklich gibt an einer Europäischen Union, die sich immer mehr als eine militärische Allianz konsideriert. Das ist auch ein Weg, den wir nicht wollen als ADR. Wir wollen als ADR, dass wenn die Europäische Union mehr Kompetenz soll kriegen oder will kriegen, dass das gemerkt wird am Respekt von den Treaty und durch eine Veränderung von Treaty mit einer demokratischen Basis, so soll man das nicht machen. Beispiele, die ich weise, nämlich wie wichtig das ist, dass wir uns für als Rechte ersetzen, als Rechte als Land und als Rechte auch als Freibürger. Ich sage nicht, merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis geschwind.